Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir möchten unser Bibelstudium über das Heiligtum fortsetzen und kommen nun zum dritten Teil in dieser Serie. Heute geht es um den Brandopferaltar. Lasst uns also beginnen. Beim letzten Mal ging es ja um den Eingang zum Heiligtum und heute wollen wir über den Brandopferaltar sprechen. Ich möchte euch dieses Studium wirklich ans Herz legen, denn, wie wir nun ja wissen, heißt es im Psalm 77, Vers 14, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Das Heiligtum ist Gottes Navigationssystem, denn das Wort, das hier im Hebräischen für Weg steht, hat die Bedeutung von Weg, Reise, Richtung, Straße. Daher können wir es mit einem GPS vergleichen, das uns den Weg zeigt. Angefangen beim Eingang des Heiligtums bis hin zu seinem Endpunkt im Allerheiligsten. Und wirklich jeder Christ sollte seinen persönlichen Weg durch dieses Heiligtum kennen. Hier sehen wir, wie man von einem Punkt bis zum anderen Punkt durch das ganze Heiligtum hindurchkommt, Schritt für Schritt, von dem einen Gegenstand zu dem anderen. In 2. Mose 29, Vers 42 lesen wir, dass Gott gesagt hatte, dass er beim Eingang des Heiligtums mit uns zusammenkommen will, um dort mit uns zu reden. Das Heiligtum ist der Ort, an dem Gott uns begegnen möchte. Und man sieht, dass wenn der Sünder zu dem Heiligtum kam, dann war das hier bei diesem Eingang. Dies markiert den Anfangspunkt. Der Sünder kam mit einem Lamm vor diesen Eingang und letztes Mal haben wir die Bedeutung dieses Eingangs und dessen Farben im Detail studiert und die verschiedenen Gaben gesehen, die der Sünder bereits am Eingang von Gott empfängt, um dann ins Heiligtum zu gehen. Und heute möchten wir über den Brandopferaltar sprechen. Was also ist dieser Brandopferaltar? In 2. Mose 40, Vers 6 wird uns gesagt, dass dieser Brandopferaltar draußen vor dem Eingang des Heiligtums stehen soll. Wenn man also durch den Eingang ging, war dieser das erste, was man sah. Auf diesem Brandopferaltar opferte man das Lamm, danach musste der Priester das Blut des Tieres nehmen und es an die 4 Hörner des Altars streichen. Dieser Brandopferaltar war auch aus Bronze gemacht. Doch, weshalb aus Bronze? Hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt? Nun, die Antwort ist, weil in der Bibel dieses Erz, diese Bronze, für jemand Bestimmtes steht. In Offenbarung 1, Vers 15, wo es von Jesus als dem Menschensohn spricht, wird er mit Erz verglichen. Bronze symbolisiert also die Menschlichkeit Jesu als den Menschensohn. In Daniel 10, Vers 6 finden wir ebenfalls diese Beschreibung für Jesus. Und wenn wir uns 4. Mose 21, Vers 9 mal anschauen, so heißt es dort, und Mose machte eine Schlange von Bronze. Daher ist es auch kein Zufall, dass Gott Mose dazu beauftragt hatte, diesen Brandopferaltar aus Bronze zu machen. Denn Bronze symbolisiert die Menschlichkeit Christi, der die Grundlage zu unserer Errettung ist, ein menschliches Modell, welches auf diese Erde kam. Christus kam als Mensch auf diese Erde und hier starb er auch für uns als das wahre Opferlamm am Kreuz. Der Brandopferaltar stellt also einen Abschnitt seines Dienstes dar. Weiter wird uns gesagt in 2. Mose 27, die Verse 1 bis 8, dass dieser Altar 4 Hörner hatte. Hier sehen wir diesen Altar, an dem diese 4 Ecken waren, und man sieht sehr gut, dass sie wie Hörner aussahen. Was für eine Bedeutung hatten diese Hörner? 1. Könige 1, Vers 50 bis 51 erklärt uns, Adonia, der sich vor Salomo fürchtete, flüchtete vor ihm und ging hin und ergriff die Hörner des Altars. Und solange er sich an diesen Hörnern festhielt, durfte man ihn nicht töten, denn die Hörner waren ein Symbol für seinen Schutz. In 1. Könige 2, Vers 28 erfahren wir, dass Joab das gleiche tat wie Adonia. Da er zu ihm gehalten hatte, fürchtete er nun ebenfalls um sein Leben,
Also ging er hin in das Zelt des Herrn und ergriff die Hörner des Altars. Eine weitere Erwähnung zu den Hörnern finden wir in 1. Mose 22, Vers 13, als Abraham Isaak opfern sollte und Gott dann zu ihm sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Und als Abraham seine Augen erhob, sah er einen wieder mit Hörnern im Gestrüpp verfangen. Was also ist die Bedeutung dieser Hörner? Was war das hebräische Denken in Bezug zu diesem Begriff? Wir sehen hier, dass dieses hebräische Wort für Hörner folgende Bedeutung hat: Horn, Kraft, Stärke oder Macht. In Psalm 18, Vers 2 lesen wir, dass David davon spricht, dass der Herr seine Stärke ist. Und auch in Offenbarung 5, Vers 6 lesen wir von dem Lamm im Himmel, welches 7 Hörner hat. Ein Horn symbolisiert Stärke, Macht und Kraft. Aufgrund der Sünde fehlt uns diese Kraft und deshalb hat Gott uns das Evangelium gegeben. Römer 1, Vers 16: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Was wir also auf diesem Brandopferaltar sehen können, ist das, was Gott bereits zuvor verheißen hat. Wir sind mit der Menschlichkeit Christi verbunden und erhalten seine Kraft, das Evangelium zu unserer Errettung. Und deshalb, wenn wir durch das Heiligtum gehen, sehen wir, dass der Brandopferaltar zur ersten Phase seines Dienstes gehört. Zu der ersten von 3 Phasen, auf die wir in dieser Serie auch noch kommen werden. Der Brandopferaltar zeigt uns also auf, dass an dieser Stelle Jesus gekreuzigt wurde. Denn an diesem Ort musste das Lamm Gottes geopfert werden. Wenn wir also zu Jesus kommen, müssen auch wir uns als ein Opfer darbringen. Denn, wenn ich Christus in meinem Leben annehme und sage, dass er meine Tür ist, und ich durch diese Tür, durch diesen Eingang gehe, ist das nächste, das ich sehe, der Brandopferaltar. An diesem Platz muss auch ich sterben. Deswegen sagt Paulus auch in Galater 2, Vers 20: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wo man ihm das Kreuz auf die Schultern legte und er auf Golgatha für uns gekreuzigt wurde. Er spricht zu uns: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer also ein Kreuz trägt, der ist auf dem Weg, um gekreuzigt zu werden. Ergibt das Sinn? Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist: Bin ich schon gekreuzigt und gestorben, damit Christus in mir leben kann? Denn für die, welche nicht sterben, gibt es auch keine Auferstehung. Wenn ich also zu diesem Brandopferaltar komme, spreche ich zu Gott: Herr, ich komme zu dir, damit du mich kreuzigen kannst und Jesus von nun an mein Leben ist. Wenn wir also einmal durch diesen Eingang getreten sind, das Symbol von diesem Lamm, das ich opfern sollte, was ja für das steht, was Christus für mich getan hat, so zeigt das mir, dass auch ich sterben muss, damit Christus in mir leben kann. Und genau das ist der Punkt, weshalb wir, wie Paulus, sagen müssen: Ich sterbe täglich, weil wir es so Christus ermöglichen, in uns zu leben, dass er an uns wirken kann. Denn ein Toter wehrt sich nicht. Einer, der tot ist, kann seine Zeit nicht mehr damit verbringen, um mit anderen zu streiten. Wenn ich tot bin, dann kann ich mich nicht mehr selbst verteidigen. Aber Christus ist es, der nun für mich einsteht. Das Problem ist einfach, wir haben Mühe damit, unserem eigenen Ich zu sterben. Denn wir sind immer gleich bereit zu antworten. Wenn jemand schlecht über uns redet, dann wollen wir immer gleich antworten. Wenn jemand uns auf die Füße tritt, dann sind wir gleich verärgert. Doch das zeigt nur, dass wir noch lebendig sind. Aber Jesus fragt dich und mich: Bist du schon tot? Denn wenn du möchtest, dass ich in deinem Leben wirke, dann habe ich nur eine Bedingung.
auch du sollst auf diesem Brandopferaltar sterben. So wie ich gestorben bin, musst auch du deinem eigenen Ich sterben, damit ich in dir leben kann. Ist es das, was du heute möchtest? Dann lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Lieber Heiland, wir bitten dich, nimm unser Leben in deine Hand. Kreuzige uns auf diesem Brandopferaltar, damit du in uns leben kannst. Hilf uns, dass wir dir genauso vertrauen können, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und sich dennoch nicht wehrt. Wir möchten mit dir sterben und lass uns so auch mit dir wieder auferstehen zum ewigen Leben. Herr, erhöre unser Gebet, wir danken dir dafür. In deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei ein Licht in der Dunkelheit.